Hallo Reisefreunde! Heute von einem ganz besonderen Ort. Sitzen wir wirklich auf der Fähre? Wir sitzen auf der Fähre. Es geht zurück aufs Festland und das sozusagen völlig ungeplant, oder? Ja, wir sind verfrüht. Eigentlich hätte das erst morgen um 10 Uhr sein sollen. Aber wir haben ja mit DFDS, mit der Fährgesellschaft, ein Flexi-Ticket gebucht. Waren heute Abend schon in Dover, sind einfach mal hingefahren und haben gemeint, ja, wie sieht denn das jetzt so aus? Und dann meinte er, ja, wie wäre es mit 8 Uhr? Es war irgendwie 7:20 Uhr. Ja. 8 Uhr fährt eine Fähre, passte drauf. Ja, und Extrakosten und so? Ach nee, ihr habt ja Flexi gebucht. Kein Problem, fährt drauf. 20 Minuten später fahren wir jetzt und wir fahren wirklich schon. Ja, wir sind jetzt gerade abgelegt. Ja, das war's von den Inseln. Es war wunderbar, einfach nur hammermäßig. Viele von euch haben ja gemeint, es sei sehr, sehr kurz. Es war natürlich kurz, weil die Länder richtig geil sind. Aber es war definitiv lang genug, um von beiden Ländern, also von Großbritannien und Irland, einen prächtigen und guten Eindruck zu bekommen. Wir haben uns bei beiden Ländern mehr oder weniger auf den Süden fokussiert, einfach weil wir nicht quer durchs Land reisen wollten und entsprechend nur fahren, sondern lieber ein bisschen die Ecken, die wir anschauen, ein bisschen genauer anschauen, da ein bisschen mehr Zeit verbringen und deshalb. Aber jetzt hast du Großbritannien gesagt, Großbritannien. Wir haben doch immer England gesagt, jetzt fangen wir doch nicht einfach mit diesem Großbritannien an. Es ist so. Seit ich denken kann, nutze ich denn das Wort England als Abkürzung für Vereinigtes Königreich Großbritanniens und Nordirland. Du hast das ja nachgeschaut, habe ich gesehen. Genau. Und ja, Großbritannien ist korrekt, natürlich. Wobei auch Großbritannien, wie gesagt, nur eine Abkürzung für Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland ist. Und wem das alles lang zu sagen zu blöd ist, der sagt halt einfach Großbritannien oder England. Ja, wir müssen uns ein bisschen entschuldigen. Wir haben da natürlich unseren eigenen Sprachgebrauch und der hat sich eingebürgert und das haben wir halt jetzt nicht beachtet oder nicht nachgeschaut. War politisch nicht korrekt. Wir waren teilweise in Wales und nicht in Aber ich würde sagen, jetzt fangen wir mal mit unserem Snack an. Wir haben da ja etwas besorgt, weil ihr das alle wolltet. Und zwar Walker's Chips, einfach nicht Walker's Chips, sondern einmal Cheese and Onion, einmal Ready Salted und einmal Salt and Vinegar. Wir haben ja die Briten mittlerweile schon im Essig getunkt und das als, ja, kann man mal machen, empfunden. Cheese and Onion. Und jetzt haben wir uns hier so ein mega Plastikmonster gekauft, weil es gibt hier eine große Verpackung und dann sind so kleine Verpackungen drin. Eigentlich wollen wir ja nur die Salt. Aber die nicht in so einem Pack, sondern einfach in einem kleinen Pack. Und darum probieren wir jetzt auch gleich. Jeder sein eigenes, oder? Ah ja, klar. Entschuldigung, jeder sein eigenes. Ich mach mal Cheese and Onion auf und dann können wir ein bisschen tauschen. Ja. Extra für euch, weil ihr es gesagt habt, dass die so gut schmecken. Probieren wir das jetzt. Guten Appetit. Viel Zwiebel. Viel Salt and Vinegar. Ich glaube, sie haben den Käse vergessen. Wow. Zwiebeln hingemacht. Merkst du einen? Passt. Also schon gewöhnungsbedürftig. Das Salt and Vinegar, also der Vinegar, der drückt echt durch. Ja. Okay. Noch ein bisschen Käse und Onion rausputzen. Aber die sind sicher besser als die Salt and Vinegar. Es brennt richtig schon auf der Zunge. Wir haben übrigens, glaube ich, eine Schüttelfahrt vor uns mit vielen Wellen und so. Das Meer sieht ziemlich unruhig aus. Das ist ein bisschen doof. Also es ist ab und an echt hässlich und dann ist halt auch wieder Chips. Ich nehme noch mal eins. Ja. Ja, gut. Haben wir es probiert, he? Salt and Vinegar, nicht ganz so schlecht wie meine Erinnerung. Aber wir essen die auf jeden Fall noch fertig jetzt auf der Fahrt. Ja. Ja, wir haben gedacht, wir melden uns heute von der Fähre.
Wie geht's dann weiter? Was machen wir danach? Haben wir noch was vor? Ja, sterben. Ah ja, wir müssen ja nachschauen, ob man sterben kann, wenn man Brügge gesehen hat. Das war jetzt ein bisschen makaber, das tut mir leid. Aber da geht's Brügge sehen und sterben, das da geht's. Ja, lecker. 2. Übrigens, was wir noch nie gesagt haben, außer wenn die Kamera aus war zu uns selber, die Engländer, die fahren echt total nett. Ja. Die schauen irgendwie gefühlt 2000 Kilometer voraus. Lassen einen rein, machen einen Platz. Hast du das jetzt zurückgemacht? Ja, ich habe das, ja. Der bescheißt. Bescheißt. Ja. Betrügt mich hier. Sie sind sowieso, also nebst dem, dass sie ja wirklich unglaublich nett und freundlich und zuvorkommend sind, können sie echt gut Auto fahren. Sie sind keine Rowdies, sie überholen quasi gar nie und sie schauen wirklich extrem voraus. Es ist unglaublich sehr angenehm zu fahren. Und ich meine, die Straßen sind ja teilweise echt total eng. Ja. Und dann fahren wir mit Karl nicht so schnell, weil sonst fliegen wir von der Straße oder ist halt dann teilweise eng und dann siehst du nicht um die Kurve und dann sind sie noch auf der falschen Seite und so weiter und so fort. Ja, aber das ist auch noch ein Thema, das wir ansprechen müssen. Auf der falschen Seite fahren ist überhaupt kein Problem. Sagt der den Rückspiegel abgefahren hat. Du hast im Video gesagt, ich sei nicht schuld, oder? Ich habe gesagt, die Schuld sei unklar. Ja. Auf jeden Fall echt, also es war halt einfach eine eine absolut, währenddem ich esse. Absolut geile Zeit. Europa ist geil und England und Irland sind einfach wirklich hammer geil. Sollen wir mal noch schnell zeigen, was wir am letzten Tag gemacht haben? Ja, das können wir. Wir blenden euch jetzt noch ein. Wir haben ja noch was getan heute. Ja, heute haben wir nämlich nicht nur Chips gegessen, sondern auch zum ersten Mal Cream Tea. Am Berlin Gap hat es ein kleines Restaurant, ein kleines Café und hier wird es jetzt für uns auch endlich Zeit, den Cream Tea zu probieren. Obwohl wir uns ja immer irgendwie einen Tee vorgestellt haben mit Sahne drin, sind wir jetzt belehrt worden, dass Cream Tea eine ganze Mahlzeit ist. Und zwar gibt es immer ein Scone zusammen mit Erdbeermarmelade, dann dieses Cottage Cream, das sieht dann so aus. Und dazu gibt es meistens einen Tee. Ich habe mich jetzt für eine heiße Schokolade entschieden, was nicht ganz so britisch ist, aber mir nun mal einfach besser schmeckt. Und die Engländer sind sich jetzt nicht ganz einig. Und zwar streichen die einen erst den Clotted Cream auf den Scone und dann die Erdbeermarmelade. Und in anderen Regionen wird unbedingt erst die Marmelade und dann der Clotted Cream drauf gestrichen. Wahrscheinlich muss ich einfach beide Varianten probieren, um zu sehen, was besser schmeckt und ob es überhaupt einen Unterschied gibt. Für mich gibt es übrigens Beef Pastry. Das liebe ich ja noch viel mehr als Scone. Alles im Teig. Und Steffi probiert jetzt mal. Scone, ich habe hier jetzt einen Früchte-Scone, der hat hier Weinbeeren drin oder wie sagt man? Ja. Rosinen. Rosinen, genau. Das riecht eigentlich praktisch gar nicht, aber es sieht ehrlich gesagt total eklig aus. Einfach wegen dieser angetrockneten Haut. Ihr seht das, es sieht so ein bisschen Fäden. Ich denke mir, das ist irgend so was Frischkäse-ähnliches. Molkereierzeugnis auf jeden Fall. Gut, sind wir keine Veganer, sonst könnte uns dieser Spaß hier, würde er uns entgehen. Oh, und die riecht ganz deutlich. Black Currant Jam. Das ist also keine klassische Erdbeermarmelade, wie das eigentlich hier Tradition wäre. Deutlich besser, als es aussieht auf den ersten Blick. Ist ganz okay, ganz lecker. Schön süß und der Scone ist ja auch recht, der Scone ist ja total ein luftiges Gebäck. Kleiner Nachtrag, wir haben Meister Google gefragt, was bitteschön denn Clotted Cream ist, weil wir haben jetzt wirklich lange überlegt, was es denn sein könnte. Es ist einfach nur Sahne, es ist sehr dicke Sahne. Eine Art Mascarpone, sagt man, oder? Genau, vergleichbar mit Mascarpone, aber es ist kein Mascarpone und es gibt sogar Clotted Cream, der ist markengeschützt und darf dann auch nur, ich glaube Cornwall Clotted Cream, irgend sowas. Auf jeden Fall lecker und passt natürlich perfekt wie Butter eigentlich unter die
Marmelade, weil Butter ist ja nichts anderes als so lang geschlagene Sahne, bis sie halt einfach fest wird. Und Clotted Cream wird einfach erhitzend in einer Pfanne so lange stehen gelassen, bis sie fest wird. Wie immer mit ein bisschen Hitze, also nicht krampfhaft geschlagen wie die Butter, keine misshandelte Sahne, sondern liebevoll erwärmte Sahne. Ja, jetzt wisst ihr alle, was Cream Tea ist. Dass wir das auch. Nicht, ja, wir auch. Wir haben das ja. Ist echt ein bisschen peinlich. Ja, und bevor wir diesen Cream Tea probiert haben, waren wir natürlich noch wieder wandern. Bei den 7 Schwestern, Seven Sisters. Und davon haben wir euch auch ein paar Bilder mitgebracht. War neblig. Also ein bisschen neblig wäre jetzt untertrieben. Es war so, ja, Hand vor Augen nicht wirklich. Aber es war schön. Letzter Tag war wirklich auch schön, super Abschluss. Als dann dieser Leuchtturm da unten so hervorgekommen ist, so ein bisschen Sonne. Mega cool. Schön. Ja. Also wir können es euch nur empfehlen, dahin zu fahren. Ist auch, wie gesagt, von der Fahrerin auch nochmal gesagt. Kein Problem. Es geht gut, man gewöhnt sich unglaublich schnell daran, falsch rum um den Kreisel zu fahren, falsch rum abzubiegen und ja, nee. Ja, lustig wird ja jetzt, wenn wir von der Fähre fahren, wie das Gefühl wird, zum wieder auf der richtigen Seite fahren, weil ich denke, ja, ich habe gesagt, ich übernehme wieder, ich muss ja was zurückgeben und ja, das wird nochmal super spannend. Was war denn jetzt vom 10. bis heute? Waren wir hier, oder? Ja. Also ich habe jetzt fast 4 Wochen lang, bin ich jetzt mit 2 kleinen Ausnahmen gefahren. Und in einer Ausnahme davon ist der Rückspiegel kaputt gegangen. Ja, super nett, super. Gern geschehen. Können wir jetzt endlich die leckeren Chips noch aufmachen? Ja, so wenn die Kamera aus ist. Achso, ja gut, der Akku hält eh nicht mehr besonders lang. Ja, wir wollten uns einfach noch melden von der Fähre, dass wir jetzt zurückfahren. Das gibt ein bisschen ein kürzeres Video. Genau, DFDS ein bisschen loben, dass das mit diesem Super Flexi total gut klappt. Ja. Sie haben aber schlechtes Internet hier an Bord. Also niemals so gut wie Irish Ferry. Das stimmt, aber Irish Ferry wirbt auch damit, dass sie nicht nur Internet haben, sondern auch solches, das funktioniert. Das funktioniert. Das ist so cool. Ja, wir genießen jetzt die Überfahrt und ich würde sagen, das war's für dieses Video, oder? Wir haben die Chips probiert, wir haben noch unseren letzten Tag gezeigt. Sollen wir noch mal ein Vinegard essen? Komm, ein Vinegard noch. Auf euch alle, die uns geschrieben haben. Und ja, was ich noch sagen wollte, vielen Dank für alle Spenden in die Dieselkasse und vielen Dank für die Tipps. Weil ohne die, Hey on Why zum Beispiel, nur als Beispiel. Toll. Gibt's nochmal hier? War einfach ein Tipp und der war mega. Ja, allgemein haben wir viele Tipps gemacht oder viele Orte besucht, die wir so als Tipp bekommen haben. Und ja, vielleicht rüttelt es ein bisschen. Wann ist die Kamera? Das kann sein. Das sind die Wellen schuld, das sind nicht wir. Ja. Ja, war echt cool. Ja, war wirklich cool. Vielen, vielen Dank für die vielen Tipps. Also das hat uns extrem geholfen und das könnt ihr auch gerne weiterhin so machen. Und wir schreiben ja jeweils auf Facebook zum Beispiel vorab, dass man uns Tipps schicken kann, weil ihr wisst ja, wenn ihr die Videos seht, dann sind wir meistens schon ein bisschen weiter. Weil 3 Videos in der Woche und wir machen ja viel mehr als 3 Dinge in der Woche und da hinkt man halt ein bisschen hinterher. Das tut uns leid, aber das muss einfach so sein. Ja. Genau, das gibt uns halt einfach auch die gewisse Flexibilität und Freiheit, die wir brauchen, weil die Videos, nachdem sie ja gedreht sind, werden sie geschnitten, die werden rausgerechnet und so weiter. Die werden hochgeladen, für das brauchen wir ja dann auch immer wieder Internet und ja, da setzen wir uns manchmal in den Café rein und laden da mal wieder 2, 3 Videos hoch. Und diese Freiheit, die brauchen wir einfach irgendwo so eine Woche bis 2 Puffer, das brauchen wir halt einfach, damit wir überhaupt den Rhythmus auch einhalten können, ohne dass wir jetzt ständig nur noch im Internet nachrennen müssen. Ja, das wollten wir auch mal noch sagen. Gut. Aber danke für die vielen Tipps, danke für die vielen Kommentare in den letzten Wochen und alles. Das war super cool und bleibt dabei, das freut uns. Die Reise geht natürlich weiter, auch auf dem Festland. Es kommt noch ganz, 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 ganz viel. Und ihr wisst ja, das Geheimprojekt kommt. Wir müssen doch noch sagen, wer die Karten gewonnen hat. Die Postkarten. Die Postkarten. Sollen wir das in diesem Video noch einblenden? Wir blenden mal noch unten ein.
wer die Postkarten hier machen wir einfach alles. Ja. Wer die Postkarten gewonnen hat für die restlichen 17 Länder, da haben wir nämlich Gewinner und die blenden wir jetzt unten ein. Genau, weil das müssen wir noch. Und das läuft ja gerade. Das hat ihr ja noch kommentiert. Deshalb steht das jetzt hier. Ja. Und ihr wisst ja, das Geheimprojekt. Und diese Personen, die ich habe immer noch einen Moment. Diese Personen schreiben uns jetzt bitte ihre Adresse, ihre Postadresse. Das macht ihr am besten per E-Mail. Das muss ja hier jetzt nicht jeder in den Kommentaren erfahren, wo genau ihr wohnt. Wenn ihr das natürlich möchtet, dann dürft ihr das natürlich machen hier in den Kommentaren. Aber am besten schreibt ihr uns eine E-Mail an info@comvedastu.com. Und dann können wir euch noch die versprochene oder die gewonnene Postkarte zusenden. Genau. Und jetzt lass mal deinen Spruch los. Ihr wisst ja alle schon, was unser Geheimprojekt ist. Wir haben das ja schon vor ein paar Tagen verraten, wenn ihr es nicht gesehen habt, hier oben. Und jetzt läuft so langsam der Countdown. Also jetzt in diesem Moment ist ja ein bisschen Zeitblase. Also wenn das Video läuft, dann ist es wahrscheinlich schon fertig. Schon sehr du meinst... Steigst du nicht durch? Wie schon fertig, aber Sie sehen das Video, währenddem wir wahrscheinlich dort gerade oder dort gerade sind. Genau. Also freut euch auf diese Videos vom Thurgau Tourismusprojekt. Das wird so cool, wir freuen uns. Wieso mal auf Schweizerdeutsch? Auf Schweizerdeutsch, genau. Und ja, ich glaube, das wär's, oder? Schreibt so viele Kommentare, wie ihr könnt, Videowünsche, Fragen, was hat euch besonders gefallen? Q&A hast du mal noch versprochen. Ja, Q&A sollte mal noch kommen. Schreibt fleißig weiter Fragen über England, Irland, was ihr wollt, schreibt alles. Dass ihr einen Tagesablauf sehen wollt, das haben wir jetzt schon mal. Ja, die Tagesroutine. Alle wollen die Morgenroutine und die Abends. Ihr werdet euch zu Tode langweilen ab diesem Video, aber ihr wollt. Ihr seid selber schuld. Wir sagen es kurz doch. Unsere Morgenroutine besteht aus Wecker klingelt, Wecker abstellen, weiter schlafen. Mindestens 1 bis 1,5 Stunden weiter schlafen. Ja, aber der klingelt auch schon. Erwachen, wenn das Handy Akku hat, eine weitere Stunde im Bett liegen und Handy drücken. Wenn wir Internet haben und alles passt. Ja. Aufstehen, auf die Toilette gehen, frühstücken, los geht's. Das ist du hast vergessen, dass du meistens am Morgen noch abwäschst. Ja, gut. Du machst den Abwaschen. Aber das war die Morgenroutine. Ich meine, mehr ist nicht. Ist das wirklich so spannend? Wollt ihr das wirklich? Dann schreibt das auch noch unten hin. Und die Abendroutine ist in ungefähr dasselbe, bloß umgedrehte Reihenfolge. Abendessen, Bettchen fertig machen, ins Bett liegen, ein bisschen Handy rumdrücken. Du drückst am Handy rum, ich ziehe mir irgendein Buch aus Hay&Y heraus und vergrabe mich im Roman. Ja. Es ist wirklich nicht alle Welt. Es ist echt nicht spannend. Ja. Deshalb kommt das eigentlich auch nie in den Videos vor. Was wir aber machen, ist ganz bald eine zweite Roomtour. Da könnt ihr euch freuen. Ja. Ein Jahr später, nachdem wir in Serbien ja die Super Roomtour mit über 350.000 Aufrufen gedreht haben, hier oben. Und ja, die kommt bald, sobald schönes Wetter und alles. Und dann sagen wir mal, was cool ist, was nicht cool ist und so weiter. Und eben wie gesagt, Videowünsche, Fragen, alles unten hin. Wir fahren jetzt weiter mit der Fähre, genießen noch ein paar Chips. Ich sehe schon kein Land mehr. Suchen bald noch ein bisschen, suchen bald noch einen Stellplatz raus, dass wir dann auch irgendwo das wäre auch noch was Feines. Wir werden in Frankreich schlafen, weil wir haben ja noch die Free SIM-Karte, die läuft noch bis morgen. Dann können wir heute Abend noch Filme schauen. Ja, jetzt haben wir ja... Im Ausland haben wir ja 25 GB, die wir nutzen können. Das haben wir jetzt dann gleich durch. Ich glaube, wir sind bei 23 oder so. Und dann haben wir morgen wieder in Frankreich haben wir ja insgesamt 100 und ich glaube, da haben wir mindestens noch 70 frei. 70, das gibt eine lange 60 oder 70 Gigabyte. Wir brauchen also einen Stellplatz, wo wir 4G Plus Empfang haben und dann viereckige Augen. Aber ihr müsst wissen, wir erkunden morgen schon Brügge. Also wir sollten vielleicht aber das schon ist auch nicht mehr weit. Ja, aber wir sollten... Und du fährst, von dem her... Ein bisschen fit sollten wir vielleicht schon sein. Ein bisschen. Okay. Gut, ich würde sagen, das war's. Tschüss. Genug gelabert, genug Chips gegessen und ja, freut uns einfach immer unheimlich, dass ihr mit dabei seid. Vielleicht haben wir jetzt, wenn dieses Video läuft, auch schon die 7000 Abos geknackt. Vielleicht. Und sonst abonnieren, Glocke aktivieren, ihr wisst alles. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.